Es ist die traurige Geschichte vom Lulu heute und der Robby, der ihn tröstet. Es ist eine ganz ruhige Nacht und die Sterne funkeln am Himmel. Und der Mond scheint ganz sanft durch das Fenster durch. Der Lulu, der Luchs, liegt auf dem Teppich im Kinderzimmer. Aber er fühlt sich dort alles andere als wohl. Es ist so still. Nur das leisliche Rauschen vom Wind hört man ein bisschen. Und etwas fühlt sich anders an als sonst. Miau. Warum sieht mich heute niemand? Wieso beachtet mich gar niemand heute? Murmelt der Lulu traurig und schaut auf seine leeren Pfötchen. Der Bub hat mich einfach im Ecken liegen und sich nicht einmal zu mir umgedreht. Nicht einmal einmal hat er mich gekrebelt oder gestreichelt oder gehabt wenigstens. Miau. Der Robby, die kleine Robbe, sitzt neben Lulu und hört ihm zu. Der Robby merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Der Lulu ist doch schon immer so fröhlich und voller Energie. Und heute sieht er ganz anders aus. Seine Ohren lässt er schlampen und seine Augen sind halb zu. «Lulu, was ist denn los mit dir?» fragt der Robby und stöpft seinen Freund ganz fein an mit seinem Flösseli. «Miau. Es ist eigentlich nichts. Aber irgendwie fühle ich mich heute so vergessen. Mein lieber Bub hat mich einfach im Ecken liegen. Miau. Wir haben doch eigentlich zusammen gespielt und jetzt ist er ins Bett gegangen und ich bin einfach nicht wichtig für ihn. Ich werde nicht einmal beobachtet und er hat mich einfach vergessen. Ich habe gedacht, wir gehören zusammen immer. Miau, aber jetzt...» Der Lulu seufzt tief und dreht sich gerade vom Robby weg. Und der Robby schaut um und überlegt, was er machen könnte. Und dann springt er auf. «Lulu, das tönt vielleicht komisch, aber du bist immer wichtig, auch wenn der Bub jetzt schläft. Es ist nicht so, dass du nicht gebraucht wirst. Vielleicht war er einfach müde, aber er hat dich ganz sicher gern in seinem Herz», sagt der Robby und tröstet ihn wirklich ganz herzergreifend. «Miau, es hilft mir aber nicht, Robby», brummelt der Lulu und zupft an seinem Schwanz. «Miau, ich möchte doch einfach, dass der Bub mir auch mal zeigt, dass ich etwas Besonderes für ihn bin. Miau.» Uiuiui, der Robby studiert und denkt und schaut näher zum Fenster. «Lulu, was, wenn wir jetzt ein kleines Abenteuer zusammen erleben? Vielleicht ist es genau jetzt richtig, etwas zu machen, was uns beide wieder fröhlich macht. Hä?» Der Lulu streckt seinen Kopf auf und schaut den Robby fragend an. «Miau, was denn für ein Abenteuer?» «Schau doch, die ganze Wohnung könnte doch unser Spielplatz sein. Warum machen wir nicht ein kleines Geheimnis aus dieser Nacht? Etwas, das für uns fängt, das uns Spass macht und uns zeigt, wie besonders wir sind. Auch ohne die Kinder.» Der Lulu studiert und denkt nach. «Ja, das tönt verlockend. Das tönt gut. Ein kleines Abenteuer, das nur für sie beide ist. Das nur sie beide kennen. Ohne Sorgen, ohne traurig sein und ohne das Gefühl, vergessen zu werden.» «Miau, das ist eine gute Idee. Ich bin dabei. Was hast du denn vor?»
fragt der Lulu. Ganz einfach, sagt der Robby mit einem Lächeln. Weisst du noch die grosse Küssiburg? Das grosse Küssiburg-Schloss im Kinderzimmer? Hä? Heute Nacht wird es unser Königreich. Aber nicht nur rumliegen. Wir bauen es zu einer Festung, die so gross ist, dass wir wie Könige sind da drin. Oh, der Lulu nickt. Und sofort fangen die beiden an, das Küssiburg-Schloss zu bauen. Sie stapeln alle Küsse, legen sie aufeinander und Dächen und bauen Tunnel und Höhlen, die so gross sind, dass sie fast drin verschwinden könnten. Und der Robby hilft dem Lulu und sie lachen, als sie probieren, die schweren Küsse aufeinander zu stapeln, ohne dass alles zusammenfällt. «Schau mal, Lulu, jetzt haben wir unser eigenes Königreich aus diesen Sofaküssen gebaut», sagt der Robby stolz und lässt sich in eins von diesen Küssen hineingehen. «Miau, und wir sind die Könige von dieser Burg», sagt der Lulu lachend. Oh, das fühlt sich immer besser an. Etwas zu machen, das nur für sie beide ist. «Aber weisst du was?» sagt der Robby nach einem Zeitchen. «Auch wenn wir jetzt in unserer Burg sind und Abenteuer erleben, weisst du, dass du immer wichtig bist. Egal, ob du jetzt im Ecke liegst oder in einer Burg sitzt. Du bist etwas ganz Besonderes. Nicht nur für das Kind, sondern auch für mich. Ohne dich wäre es hier nämlich viel, viel zu langweilig für mich.» Der Lulu lächelt und nickt. «Miau, du hast recht, Robby. Manchmal muss man sich einfach selber ein Abenteuer machen, wenn man traurig ist. Und das ist genauso schön wie ein Abenteuer mit einem Kind.» «Genau», sagt der Robby. «Und keine Angst, das Kind wird morgen wiederkommen und uns genau so gern haben wie immer. Aber bis dann können wir es noch ganz, ganz lustig haben und viel Abenteuer und Geheimnisse zusammen entdecken.» «Miau, ja, das ist wahr», sagt der Lulu und springt glücklich auf. «Wir haben unsere eigene kleine Welt. Und die ist genauso schön wie die Welt da draussen.» Die beiden Kuscheltierchen verbringen die restliche Nacht in ihrem Küssi-Schloss. Sie lachen, spielen und träumen von noch mehr Abenteuer. Der Lulu fühlt sich wieder viel besser. Es ist zwar schön, mit dem Kind zusammen zu sein, aber er weiss jetzt, dass er auch ohne das Kind wertvoll ist und dass er immer jemanden hat, der ihn gern hat und der mit ihm spielt, nämlich der Robby. Und bevor es hell wird, räumen sie alle Küsse auf das Sofa zurück und wollen die Nacht gerade zusammenbleiben. Sie suchen sich ein schönes Plätzchen, wo sie zusammen übernachten können, und kuscheln sich ganz nah aneinander. So gemütlich haben sie es schon lange nicht mehr gehabt. Gute Nacht, ihr zwei Freunde.